Die Verfluchten sind unter uns. Hier zurück bei Pioneers of Pagonia. Sowohl Malhörner, wie die Viecher heißen, ne? Die hier ein bisschen schwächeren. Maltom Verflucher beschwört gefährliche Fluchwurzeln in naturnaher Umgebung verderben. Aber auch die etwas stärkeren hier. Maltom Fluchwächter. Eine krasse Stärke, ne? Der hat irgendwie 6 und der hat 15. Vor allem, der wurde von einer Wache platt gemacht hier oben. Und einer von denen hat irgendwie 500 Wachen platt gemacht, ne? Also, naja. War nicht ganz so geil. So, wir sind dabei erstmal die Schatzsucher zu entwickeln. Wir wissen, ob er hier irgendwas findet. Währenddessen bauen wir hier einen Steinbruch, sind hungrig, die sind unterwegs. Ja, okay. Kommt ihr nicht auch mit den Rationen aus oder ist es hier wieder anders? Brauche ich jetzt neuerdings wirklich? Sieht fast so aus, ne? Zweige, Feuerholz. Wir stellen uns mal seine Form. Wobei, warte mal. Hat er trotzdem nicht so an hier bauen, ne? Was hat schon wieder? Proviantmacher brauchen wir eigentlich sowieso noch. Natürlich noch ein bisschen doof, wenn sie alle durch müssen. Das müssen wir ein bisschen anpassen, ne? Wir müssen hier noch ein bisschen neue Straßen ziehen und so. Geht auch im Wald durch, wieso auch nicht. Auch da mal noch den Proviantmacher hin, mal gucken, was er machen kann. Wird vor allem aus Fischen was machen. Warum das die beiden immer deaktiviert sind, verstehe ich nicht. Das verstehe ich noch, weil da will ich nichts. Aber dass die Forelle deaktiviert ist, der Hering aber aktiviert ist, das verstehe ich nicht. So, wir haben Diebe. Ja, okay, gut, das ist natürlich scheiße. Ah doch, sie haben mal also im Sinne von Proviant, ne? Das andere brauchen sie noch nicht unbedingt. Wäre zwar nett, wenn sie es hätten, aber es muss noch nicht sein. Gut, dann haben wir jetzt die Dinger. Der ist deaktiviert. Der braucht noch ein bisschen. Ich mache hier ein bisschen Gas, dann sind die hier. Und ja, bitte hier das Gebiet erweitern. Ich sage jetzt mal, wenn da die Diebe sind, mach mal bitte bis hier drüben. Ne? Mal so testweise gucken, was dann so abgeht. Dann muss der Wald hier weg, bitte. Also so komplett wie es geht halt. Rationmangel, ja, ich bin da schon dabei. Hier. Aber ist cool, ne? Damit man auch sagt, ey, du hast langsam keine Reaktion mehr und so, guck mal, was du da machen kannst. Oh, warte mal. Hier der Schatzsucher. Personal ist auf dem Weg. Okay, warte mal. Welche Tastendinger waren da schon wieder? Ah, hier. Noch nicht viel zu sehen. Hier drüben, der wollte ja noch gucken. Cooles Symbol. Ich meine, das sind 5 Stück, ne? Die machen jetzt schon ein bisschen was, die besprühen das Teil die ganze Zeit, aber passiert irgendwie noch nichts Neues, ne? Kommt noch kein 6. raus oder so. Die sind Decker, ne? Gehen immer auf die Banditen los. Muss denen vielleicht mal Schwerter mitgeben oder so, keine Ahnung. Hey, jo, wir würden ganz gerne eine Suche machen, aber hier ist nichts los. Junge, was geht ab? Das Gefühl, den Geologen, sprich Konkologen, können wir uns hier ein bisschen sparen, ne? Wohl. Er macht auch noch einen. Ich baue einen Geologen. Lalalala. Ja, auf demselben Flecken, genau. Was soll schon schief gehen? Berühmte letzte Worte. So, wie sieht es denn hier aus, ne? Soll der eine mal das eine machen, dann macht das andere. Wir brauchen Grenzsteine, wir brauchen Werksteine. Und sonst läuft hier gar nichts. Das sind auch schon beide gebaut. Sehr gut, sehr gut. Da wird fleißig geangelt. Wie sehe es denn aus? So.
Holzwerkstatt, ja. Können das Spiel sagen, ich soll es jetzt schon mal machen. Jetzt war noch ein bisschen gewartet, aber okay. Verarbeitung, ne? Wo ist es hin? Ah, hier. Ich werde mich irgendwie nie daran gewöhnen. Ja, die Straße ist ein bisschen doof, da ist gerade viel los tatsächlich. Da könnte ich auch, wenn hier sowieso gerade ein bisschen was gebaut wird und so überall, irgendwo noch ein Baustellencamp machen. Muss ja nur vorübergehend sein, ne? Auf Schatzsuchaufträge warten. Okay. Also es soll alles suchen, so wie ich es ausgewählt habe. Hat keine Schatzkarte, wir wissen nicht, wo er die herbekommen soll tatsächlich. Ah cool, das ist hier so ein Ding. Unterstellungsmahlzeit. Oh. Ja und jetzt? Warum dieses Ding hier, wenn sie dann irgendwie... Also... Oh. Was haben sie? Hä? Schatz entdeckt. Schatz entdeckt. Schatz entdeckt, aber ich sehe nicht was, ne? Ah doch. Silberbarren, ein Smaragd und ein Relikt. Heißt das, wir brauchen natürlich auch eine Schatzkammer bald mal. Oder hier unten, ne? Grenzsteine gehen aus. Ja, keine Wunder, dass ich da fleißig am Bauen bin. Ich meine, die müssen jetzt nicht sich beeilen oder so, ne? Geht schon. Relikt, was kann ich mit Relikten machen? Ah, das ist auch schon fast fertig. Proviantmacher ist fertig, okay. Gefährlichen Stand, aber geht aktuell noch. Wer sie hier krepiert? Ah, was, ein Dieb oder was? Okay. Ja, soll vorkommen, ne? Aber bis dahin, das ist gar nicht mal so übel tatsächlich. Wie wär's? Ah, weil es ein Diebeslager hat. Okay. Wie wär's, wenn er dann stattdessen wieder zurückkommt? Ein Dieb und so ist cool, aber machen wir später platt. Da habe ich natürlich auch viel, was ich auch einsammeln kann, ne? Ich glaube, dass meine Wachen krass genug drauf sind für die. Dann auch die Frage, wieso unsere Magier und so, ne? Mit so normalen Gegnern, also Magier gegen Nicht-Magier-Gegner, wie das funktioniert. Die Arkanen-Akademie ist fertig, sehr gut. Der Gronkologe ist auch fertig. Warte auf Ration, okay, was suchen geht er selber. Und die suchen hier schön, ne? Singende Klinge. So sieht's aus, ne? Was kann ich denn hier Schönes machen? Ich meine, dass die natürlich Ration mangeln, ja, war mal klar. Heinerzauberin. Dann kann man natürlich am Wesentlichen verfluchen ihre Magie. Plus 200% Kampfstärke gegen Malton, greift Gegner an. Wildschweine beschwören. Rufen den Wildschwein, das begrenzter Gegner bekämpft. Okay. Eine goldene Robe, Junge. Eine silberverstärkte Robe. Aber dafür sind natürlich auch die Silberbarren gedacht, ne? Gehe ich mal davon aus, dass daraus auch die Roben bauen kann.
Smaragdstab. Und das sind dann die. Das sind normalen Hexerlehrlinge. Mutiger Zauberkunde bekämpft Schemen und führt Rituale durch die Fluche und so. Also einer bräuchte ich Heinzauberin und ein Hexerlehrling, ne? Oh, mal freundliche Dinger. Mal zur Abwechslung. Weil man, das sieht man schon nach einer krassen Wurzel aus. Mit so 5 Maltörner, wenn die einfach so easy peasy machen. Das heißt, er braucht da schon ein bisschen Power. Ja, aber selbst die, aber natürlich, ja, die Stärken Smaragd-Dinger brauchen. Also Smaragd-Zepter, Smaragd-Stab. Also Markt einfach. Und Roben. Gut, ich meine, 3 Silberbaren, 1 Smaragd. Ich nehme an, ihr könnt damit sagen, hey, ich könnte theoretisch eine Heinzauberin herstellen. Diamantstab. Diamantzepter. Theorisierung. Wer ist ein Gegner? Für eine Fluchwurzel. Gilt das auch für die hier? Weil das Ding, die Fluchwurzel selber, ist ja von alleine verschwunden. Hauptschatzort gefunden. Was? Ah, jetzt sind sie in der Mitte. Okay, ich meine, im Grunde genommen ist schon cool das Ganze. Kohle wurde entdeckt. Kohle, Kohle, Kohle. Der Nebel hier gefällt mir einfach nicht. Heißt irgendwie, ich habe hier Probleme, wenn ich hier weiter machen würde, oder geht das? Die Dinge hier sehen natürlich schon cool aus, würde auch gerne hinbauen in die Richtung. Baufälliger Turm, okay. Jetzt haben wir mal überlegen, wo ich dann meine Türme und so hinbauen würde, ne? Die es so gibt. Die verarbeiten ja Relikte, beziehungsweise der verarbeitet Feuerholz und deren Relikt arbeitet der Ahnenbeschwören, verteilt der Ahnenbeschwören. Das ist natürlich saumäßig teuer. Ah, der hier geht, das Leuchtfeuer. Dafür ist es so groß, aber hier, vor allem 15 Goldbarren, 25 Stoff, Junge, Junge. Man kann es auch ein little bit übertreiben. Okay. In erster Schritt, wir müssen hier ausbauen. Beziehungsweise, nee, Moment, falsch. Ich war schon ein bisschen verfrüht dran. Sammelhütte. Okay, sind natürlich Zweige für Dinge und so, okay. Das kann ich zwar auch schon mal ein bisschen sammeln tatsächlich, das heißt, das machst du. Auch aber jemand, der richtige Dinger sammelt, wie die hier hinten, natürlich auf die Jagd geht. Ihr habt zwar schon auf der anderen Seite wild gesehen, aber naja. Das ist ja das beste Wild von allem. Habt ihr ein paar Mal zu angeln hier, oder wird es langsam leer? Da sind die mal angegriffen. Na, okay. War ein bisschen zu nah dran, ne? Ich meine, im See ist nicht viel los, liegt vielleicht auch hier an dem Teil. Ja, viel passiert da noch, aber vielleicht ist es auch gut, ne, vom Tempo her. Okay, Fischerhütte, hier muss aber an Fischen auch nichts wissen. Umso besser, dann baue ich hier mal eine Jagdhütte, die wird hier sicher gut ankommen. Und nochmal eine Sammlerhütte hier. Für die guten Sachen. Dann haben wir hier unsere Wachen. Ja, das ist natürlich auch gut. Dann haben wir gesagt, sollen wir bis dahin ausbauen. Jetzt war doch bitte mal hier bis zum Wald. Das war gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn ich halt Diebe habe, muss mal gucken, wie ich dann die noch ausbaue. Habe ich ein paar Dinge hier übrig, ja. Feuerholz sehr wenig. Bauen wir hier mal 30 Holzstäbe, weil ich habe das Gefühl, ich brauche sie, ne? Also davon. Wobei wir eine Weile dran sein, dann machen wir halt so.
20 davon. 30 davon. Dann ist der auch mal gut beschäftigt. Steine, Verarbeitung, die werden gut weggeklotzt, okay. So ein bisschen zu langsam, aber liegt daran, dass ich gut unterwegs bin mit allem. 8 Relikte sogar schon. 2 Diamanten, 3 Smaragde. Okay, es läuft aber. Also wenn du schon mal so ein Ding gefunden hast, so eine gute Grabstelle. Klicken, um zugehörige Schatzsuche auszuwählen. Wir sind offenbar noch dabei, ne? Ich weiß nicht, ob das heißt, dass hier drin haben sie hier eine riesige Menge an Dingen gefunden oder so. An Relikten. Was ist denn das hier mit dem passiven Ding, ne? Wenn wir doch mal in... Ah, nein, das war ja... Was schon sagte, ja, theoretisch cool, aber irgendwie dann... Was Zeug hier haben, das zu bauen? Nee, nee. Juwelier. Wofür braucht denn Diamantring, goldenes Rubin-Diamant, Diadem? Das, was die Juwelier herstellt, wofür braucht das? Ich habe die Akademie und die brauchen das nicht. Das ist einfach nur Juwelier im Sinne von, hey, du hast doch hier so eine schöne Schatzkammer, bau das alles da rein und dann wird's cool. Und dann kriegst du halt ordentlich Power drauf. Will natürlich auch sein, ne? Militär haben wir nicht mehr viel. Jo, das ist so. Ich wollte eigentlich eh mal noch ein paar Wohnhäuser zu bauen, ne? Und eine ordentliche Taverne. Mach mal hier hin. Da wird natürlich sowieso überall noch ein bisschen ausgebaut. Logischerweise. Die Taverne. Moment, bevor ich die baue. Mal gucken, ich bin ja ein Freund der großen Wohnhäuser. Obwohl ich weiß, die natürlich teuer sind, ne? Ich meine, Werkstein, da bin ich gerade, naja, wenn ich gerade eine Hülle umfülle. Obwohl ich so verdammt viel Steine habe, ne? Doch mal da noch ein bisschen mehr machen. Die haben, glaube ich, keinen Bock mehr, ne? 3, 4, 5, 6. Ne, 3, 4, 5. Vielleicht hat irgendwie gerade jemand weggeschaut oder so. Der Onkologe hat das gefunden, habe ich gerade gehört. Achso, er soll auch nicht dahin gehen. Hat er gerade gesagt, yippie! Hast du es hier draußen gefunden oder was? Yippie da, yippie du je. Und die trauen sich aber was, ey. Also der Onkologe, unerschrocken, wie man ihn kennt. Smaragde, kleine... Ja, natürlich, du findest Smaragde. Ja, Siki Digi. Was? Ein goldenes Pferd. WTF. Das ist ja ein bisschen die Frage, ne? Gerade mit den Wohnhäusern. Und die kleinen Wohnhäuser kosten mit nur Steine, da habe ich eh genug. Ich brauche keine Nadelholzdinger. Da war jetzt nicht so das Problem. Die Steine sind ein fucking Problem, ne? Verfügbar. Meine reserviert sind keine. Von dem her. Wenn ich halt weiter fröhlich hier ausbaue, ne? Frei nach dem Motto ausbauen, Haus bauen. Dann brauche ich mich nicht zu wundern. Andererseits, ja eben, mit den Steinmetzen hier, das gefällt mir eh nicht. Dann nicht mehr, wenn ich jetzt so viele brauche davon. Nein, natürlich doof. Die bauen da halt Steine ab, das sollen sie auch, da ist auch schön. Ich darf mal einen dritten hier bauen. Und Baustellencamp hier natürlich totaler Fail. Aber scheiß drauf, dann macht der halt nicht den Grenzstein, sondern auch in Werksteine. Haha!
Oho! Der hat Spaß, ne? Ja, komm, ich wag's trotzdem, auch wenn dann vielleicht Gefahr laufe, Probleme zu haben, und die werde ich sowieso haben. Insofern. Dann baue ich da mal noch 2 hin, ne? Also will dann, wenn es geht, in die Richtung nach oben hier die Häuser bauen, die Häuserreihe bauen, besser gesagt. Genau, da sind die genau dort dran. Das heißt, theoretisch, wenn ich das nochmal abreiße, kann ich hier auch schöne Straße durchziehen. Jetzt ist für ein bisschen schräg, aber ist auch ein schräges Let's Play, also von dem her passt es ja. Ne, Moment, hier. Passt schon. Scheiße, was ist denn hier los? Ja, der Gronkologe ist mal on Tour, ich weiß, aber... Ach du Kacke. Das ist ein Fluchwächter, ne? Die Fluchrose ist gewachsen, ne? Okay, die macht doch was, wenn man sie in der Zeit gesagt, ach du Scheiße. Okay, zurück zum Thema. Ich war hier beim Bauen. Werksteine, alles muss verstärkt sein. Ja, oder, wenn ich hier sowieso schräg rübergehe, nutze ich das hierfür? Taverne nach oben. Ja, das ist mal eine schlechte Idee. Dann haben wir einen Brunnen, den mache ich dann eher hier oben. So, das nämlich auch noch. Dann sind hier also ein paar Wohnungen, okay. Noch ein gegnerisches Lager. Ach du Scheiße. Warte mal, und hier ist die Grenze zu einer anderen Einheit. Ja, super. Ja, ich muss ein bisschen mehr auf Militär gehen, das heißt, wir brauchen eben mehr Bewohner. Sonst wird es schwierig. Okay, okay. Marktstand, ne, das ist klar. Brauchen natürlich auch. Oh, neue Dächer. Die Frage, machen wir den nach unten, machen wir den nach oben? Wie mache ich den? Ich habe auch hierfür so ein Ding, Fische. Eigentlich kann ich hier mit Fische alle machen, weil ich genau weiß, wie viele Fische ich nach dem Schluss habe. Fleisch. Will ich Fleisch haben? Ich weiß nicht, wie es aussieht nachher. Ein Jäger ist fleißig unterwegs, aber vielleicht auch nachher Fleisch für die Quests. Aber es ist natürlich bei den Pilzen dasselbe, ne? Deswegen schwierig. Wir haben auch Fleisch, es gibt ja 3 Fleischsorten. Okay. Oder 3 Fleischarten, besser gesagt. Dann haben wir die, da waren, glaube ich, Wahlprodukte waren die beiden. Okay. Da haben wir noch nichts. Warum? Was macht denn hier? Kein Gildenhaus verfügbar. Ups. Natürlich die hier auf Leistung sammeln ist, ne? Und vor allem sowas hier. Warenausgangslager voll. Okay, bis ich das gemacht habe, kannst du sonst mal schnell rübergehen, weil die brauchen da was. Oder wem vor allem. Das Problem dann auch schon erledigt. Dann haben wir noch 3 Sorten hiervon. Ne, wisst ihr was, ich mach's anders. Ich finde das so eine schöne Reihe. Dann sage ich hier lieber mal, du gehst hier auf das Brot, das gute Brot. Du gehst auf Gemüse, das stimmt schon. Du
Gehst auch auf Gemüse. Dann haben wir hier Wald. Hier hätten wir eigentlich Fleisch gehabt. Dann gehst du auch auf Wald. Dann haben wir nämlich zweimal Fische, zweimal Fleisch, zweimal Wald, zweimal Gemüse. Und dann haben wir Getreide. Dann passt das schon. Ach, und dann hat er plötzlich neue Fluchwurzeln, ne? Okay, dann muss ich halt unterwegs auch mal zuerst platt machen. Verstehe, verstehe. Gut, also bauen Holzstab. Holzstab ist ja wohl in Produktion, ne? Haben wir ja vorhin einen Auftrag gegeben. Holzschild, Holzstill. Wo ist der Stab? Müsste hier drin sein. Er ist 4. Naja, für einen reicht es ja. Die Robe. Wer produziert die Robe eigentlich? Ist das die Schneiderei? Ach du Scheiße. Meine Freunde, das leidige Thema, Leder und Stoff, das leck mich am Arsch. Jetzt brauchen wir aber richtig viel Stoff. Leute, wir brauchen Stoff, ey, das ist nicht mehr witzig. Wir brauchen wirklich Stoff. Und zerstörte Grabstätte, das darf nicht, das darf. Nein, nein, nicht das auch noch, okay. Jungs. Oh, Planänderung. Überall neue Gegner müssen. Erstmal platt machen. Ich muss die Malton in der Nähe platt machen. Das wird Spaß, die hier zu besiegen. Hier haben wir eine kleine Ader von Dingern, aber kann man natürlich vergessen. Hier ist der unerschrockene Geologe oder Gonkologe, aber das wird keinen Spaß da haben. Na, der hier, das ist noch fast dabei, ne? Finde ich immer wieder was Neues. Ich meine, 16 Relikte, 7 Diamante, 8 Smaragde, 10 Silberbarren, also da kann ich ordentlich was herstellen. Für den Kampf, das ist schon mal cool. Trotzdem, ich glaube, es geht. Ich meine, klar, wir haben überall noch ein paar kleine Minen hier oder Stellen. Wir haben noch hier Kupfer und so oder Kohle. Das ist sicher, dass wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Die Frage gerade auch so. Der Rationen, doch, da geht es offenbar gerade. Ne? Sollen wir hier mal Kupfertagebau und so machen, der unten? Komm. Mal Kupfertagebau. Ich gucke mal, hier jetzt auch Kohle. Okay, machen wir einen Kohletagebau. Müssen wir halt die Dinger hier abbauen. Eisen haben wir hier gerade nicht in der Nähe, ne? Wenn dann bereits das. Was? Da klickst du hoch. Wenn dann bereits das Gebäude an der Siedlung. Nein. Ja, ich bin hier, aber was heißt. Was steht denn da? Punkt, Punkt. Warte mal auf die Scheiße. Wenn du ein bereits platziertes Gebäude in deiner Siedlung, das heißt, das klingt für mich so, als können es umbauen, aber wie? Ist das ein Bug vom Spiel oder verstehe ich das noch nicht richtig? Ich brauche eine Großansicht, dass irgendwie. Wenn es da hinspringen will, ja, da ist klar, aber kann ich das bitte in einer Großansicht hier haben? Worum geht's denn hier? Was kann ich machen? Umplatzieren. Nee. Ah, ja, wegen Christbaumeffekten, also wegen Weihnachtseffekten und so, ne? Nehmen wir jetzt mal an. Deswegen sehen die anders aus. Okay, okay. Also, die sind gerade hier noch dabei. Das ist doch gut. Da müssen wir Platz haben. Da muss er irgendwie nach oben ausbauen tatsächlich, weil wir brauchen dringend. Ich hoffe, das geht hier irgendwo. Ich muss Farn und so anbauen. Oder Flachs besser gesagt. Aber Flachs war doch. Ja, genau, das war für Kohl. Flachs wäre irgendwie so staubig, oder? So Kürbisse. Ich meine, ein Ertrag gut will mir auch schon reichen mit dem Flachs. Wir brauchen irgendwo was. Wir haben noch 7 Stoffe, ne? Ist nicht mehr so viel. Hering gehen auch schon aus. Dann natürliche Probleme, ne? Wenn nichts mehr angelt. Scheiße, ey.
Nicht erntereif. Aber es wächst immerhin. Ich weiß nicht, was er hier will. Orientierung. Was kann ich hier machen? Ich klicke schon drauf, wie ich will, aber es passiert nichts. Gibt es eine Möglichkeit, Quest nochmal irgendwie anzugucken? Weil so mit Punkt bringt mir halt nichts. Weil ich weiß auch nicht, wie kann ich das Gebäude hier umplatzieren. Weil hier ist einfach Gebäude abreißen. Hier ist aktivieren. Und ja, das ist schön und gut, aber eben bringt mir momentan nichts. Nee, warte mal, mach mal bitte hier oben weiter. Okay. Wie gesagt, ich muss die Folge bald beenden, aber ich will jetzt erstmal gucken, wo ich hier Flachs am besten anbauen kann. Hier wäre Flachsertrag gut. Junge, schnell das ändert hier, ne? Also krank. Also krank. Das Wissen ist eigentlich sowas hier, ne? Sowas Staubiges. Da ist Flachs eigentlich am besten. Also außer man das Gebiet nicht sehe, wie das aussieht, ist auch ein bisschen doof. Es bringt nichts, wenn ich irgendwo Flachs anpflanzen und anbauen will, wo es nicht funktioniert, ne? Das ist Bullshit. Also was heißt, wo es nicht funktioniert, was einfach heißt, ja, ist eher schlecht. Wisst ihr, was wir eigentlich noch machen könnten tatsächlich? Sollen wir da hingehen und den platt machen und mal gucken? Ich meine, die haben das schon mal gemacht. Das eine Wache ausgereicht, um so ein Ding platt zu machen. Wird wohl wieder funktionieren, ne? Alter, 163, weil ich... Reichtum, ne? Reichtum, Macht und Ruhm. Und das Pferd und so, ja, das bringt's halt schon, ne? Wobei wir Diamanten und Smaragd im Laufe der Herstellung wieder. Die anderen Schätze halt, die sind, glaube ich, hier wichtig. Also wir werden weniger hier auf Goldproduktion und so gehen, ne? Goldmünzen oder generell Münzen, werden wir, glaube ich, eher schenken tatsächlich. Hä? Was ist mit euch? Geht doch mal dahin. Da habt ihr keinen Bock. Jungs, ich muss die Folge beenden, ne? Nur damit ihr das wisst. Flachs, ne? Noch für Flachs zu finden. Ich habe 0 Flachs übrigens, ne? Wir brauchen was für die Roben und so, also geht nicht anders. Geht nicht, weil ich außerhalb des Gebiets bin oder was? Ja, sicher geht's deswegen nicht. Ja, leck mich am Arsch. Dann baut ihr halt auch in die Richtung einfach um. Oder aus, besser gesagt, dann geht's ja. Junge. Okay, der Gronkologe weiterhin sehr mutig, gefällt mir. Hier oben bin ich am Arsch, aber ist halt so. Obwohl es ein kleines Marktader gäbe, aber die sind ja auch noch fleißig dabei. Glaube zumindest. Auf Schatzsuche. Also ich glaube, die finden immer noch weiterhin was, ne? Immer noch was abgeholt und so. Im aktuellen Suchgebiet, ne? Kann das Teil auch irgendwie anders, aber die Frage ist halt, wohin, ne? Ist auch was, was irgendwie Sinn macht. Genau, Kohletagebau, Kupfertagebau, da muss auch mal ein paar Dinge noch herstellen, das Ganze nachher verarbeiten. Sonst bringt mir das auch wenig. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wo ich das Teil am besten platziere, ne? Ich kann vielleicht die Dinge hier abreißen, es hier hinbauen, aber es ist auch nicht hier überall cool. Hier ist überall Ertrag gut. Ja, scheiße, geht nicht anders. Die Terrainart, das kann ich offenbar jetzt irgendwie auch so anpassen. Nachher für alle gilt, ne?
sowas zu machen. Warte mal. Dann machen wir sie anders. Ich baue die wieder ab. Die Sammlerhütte wird mir fehlen tatsächlich, aber die muss leider ganz kurz auch weichen. Dann mache ich jetzt ganz schnell für die Folge, weil sonst vergesse ich es wieder, was ich eigentlich machen wollte. Jäger, meine Fraktion, genau. Ich brauche eben für Flachs, ich brauche einfach eine Fläche für Flachs. Das klappt ja hier angeblich am besten. Also das heißt am besten, ne? Aber ist immerhin gut, die Fläche. Junge Millimeterarbeit hier. Da finde ich halt das Prinzip bei Anno doch angenehmer. Oder einfach weiß, ja, da ist eine Insel, da kannst du es anbauen, fertig. Egal wo auf der Insel. Und du kannst mit gewissen Items ausrüsten, dann geht es auch. Kannst hier mit Magie können wir es irgendwie anpassen, ne? Und sagen, hey, wenn du die Magie irgendwie einsetzt, dann klappt es auch mit dem Flachs. Wo du eigentlich gar keine Fruchtbarkeit hättest. Ja. Aber ihr seid auch nicht darauf ausgelegt tatsächlich, ne? Also ich glaube, ich brauche es mit dem Spiel nicht unbedingt. Es wäre zwar schön, das zu haben tatsächlich, aber es braucht es nicht unbedingt. So. Dann natürlich, ich meine, es ist nur Ertrag gut, ne? Das heißt nicht, dass... Eigentlich, was ich hier treibe, ist scheiße, wenn wir ehrlich sind. Tatsächlich. Weil es eben trotz allem eigentlich zu wenig ist, aber wir brauchen Flachs und ich hoffe jetzt mal, es wird trotzdem einigermaßen klappen. Die Diebe hier kommen sowieso bald weg. Vielleicht habe ich dann hier drüben noch eine bessere Chance irgendwo. Denn hier ist halt so moosartig, ne? Da heißt es im Kohl am besten. Hier drüben Sand, da wäre es eigentlich für uns noch ganz gediegen. Sagen wir zumindest, aber sieht auch nicht so aus. Was macht die jetzt eigentlich hier? Oh. Dann den Grenzstein habe ich ein bisschen falsch gemacht. Naja. Vielleicht doch mal hier ein bisschen Holz herstellen, Feuerholz halt. Warte mal, das ist gar nicht mein Gebiet, aber ich kann trotzdem hier gucken. Okay, jetzt kann ich überall plötzlich gucken. Na egal. Schwamm drüber. Aber irgendwo eine gute, wirklich eine gute Stelle, wo ich sagen kann, jo, hier Flachs am besten. Das wird eigentlich irgendwo sein, wo schon mal war, ne? Sonst mit den Stoffen und mit dem Rom ist doch scheiße, wie sollen das sonst bauen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hier haben uns die Entwickler ein gehörigen Bein gestellt, tatsächlich, muss man was so sagen. Es wird sicher irgendwo eine Stelle geben, wo es wirklich, sage ich jetzt mal, perfekt ist, ne? Wo du sagen kannst, jo, Flachs wächst hier wie sonst was. Also Ertrag quasi am besten da. Aber wenn der halt nicht hier in der Nähe ist, wo ich das Spiel starte. Was macht die da plötzlich? Ja, das ist ein bisschen das Problem, ne? Wenn eine Truppe irgendwie vom Schämling erschreckt wird oder so, lässt es fallen und kehrt als normale Einheit zurück. Dabei will ich eigentlich, dass du den hier platt machst. Ich habe jetzt plötzlich auch weniger Wachen wieder, ne? Ja genau, müssen wir jetzt nachtreten. Wenn wir vorhin 15 machen, das heißt, 3 haben sich erschrocken und sind zu normalen Arbeiten degradiert worden. Schöne Scheiße. Dann habe ich jetzt wieder ein paar neue Einwohner mehr. Zumindest theoretisch.
Ja, aber eben das Ding hier ist halt immer eine Katastrophe. Leider Gottes, also die Sammlerhütte wollen wir wieder bauen, ne? Na komm, mach's hier mal. Ja, Steinpilz, Himbeere, aber auch kein Flachs hier, ne? Also, Flachs ist rar und es ist halt für dich immer noch so, ne? Die machen also Flachs, machen sich Stoff und Seile, ist ja schön. Aber ich brauche halt Leder und Stoff, um Dinge da herzustellen. Und ja, Leder ist Mangelware, weil es bedingt von den Tieren ist. Also aber nicht endlich davon oder unendlich davon. Es ist endlich, aber nicht unendlich. Stoffe, wenn ich es produzieren kann, ja schön, aber wenn das hier als lange dauert. Terrainart, sandig, naja. Von der Feldübertragung, okay, ja, das haben sie gemacht, ne, damit man quasi mehr selektieren kann. Das ist schon cool. Also mit dem Sandigen, ja, das ist halt. Ich behalte immer noch, es wird irgendwo ein Terrain geben, wo wirklich sehr sandig ist, ne, also. Ich habe so viel Wasser. Also irgendwo sehr, sehr sandig, wo man sagen kann, ja, da Flachs, perfekt, bau da an. Wenn es halt weit von unserem eigenen Standort weg ist, habe ich ein Problem. Und ich müsste halt in erster Phase mehr auf meine natürlichen Truppen setzen, ne? Also quasi mal halt auf andere Truppen, ne? Wie die Waldläufer und so, wo ich keine Roben brauche. Aber da brauche ich auch Rucksäcke. Dann geht das Beste. Aber Diebeslager, also normale Truppen, normale Ritter, um die Platz zu machen und dann weiter zu gucken. Ja, guck mal, sind wir da gekillt. Aber andere ging von mir auch drauf, okay. Aber seht ihr, normale Marathon-Verfluchte, die kann ich selber killen. Alles andere, naja. Hier ist der Kohle am besten. Ja, muss ich aber noch machen, tatsächlich. Das ist aber ein Fluchwächter. Also. Hier habe ich nur noch 3, ne? Wo ist noch der andere Verflucher irgendwie was? Ist der weg? Komplett weg oder was? Junge, wie die einfach alles zerstören, ne? Sieht schon krank aus, das Ganze. Sieht schon krank aus. Aber gut, dann sagen wir an der Stelle wieder Dank fürs Zusehen, Freunde. Nächste Folge mit Flachs und so müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Und ansonsten viele Schätze ausbuddeln, die sind noch dabei. Ich bin gespannt, wie lange die noch brauchen, ob sie noch irgendwas finden. Bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.